Hallo miteinander. Salut. Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem von mir aus. Da lade ich jegliche Leute ein, die ich finde, die sind interessant. Da haben wir ja 3 verschiedene Optionen. Wir haben ja den Business Talk, wir haben den Promi Talk und Street Edition. Jetzt das Hören, ich weiss jetzt nicht, ich sage immer so gern Landjäger-Prominenz. Ihr wisst ja schon, wie er heisst. Und ist er definitiv, er hat ein bisschen einen Fisch gegangen. Aber zuerst stellt er sich doch einmal vor, wer dann überhaupt der Angler ist, der den Fisch geangelt hat. Ja, also wie schon gesagt, ne, ich bin der Sören, wie störend ohne T. Ja, ich bin jetzt hier bei meinem ersten Podcast beim Manu und ja, seit 5 Jahren in der Schweiz mittlerweile doch schon. Ja. Wie bist du, oder wieso bist du jetzt in der Schweiz? Was hat dich da in die Schweiz hier verkleidet? Also, was mich jetzt hier in die Schweiz geführt hat, ich bin jetzt offen und ehrlich, war damals in Deutschland, ich habe eine harte Zeit hinter mir, also habe viel Scheiße gebaut, muss ich ehrlich zugeben, ja. Und das ist dann in Deutschland so geendet, dass ich halt 2,5 Jahre im Gefängnis war. Meine Eltern sind halt schon lange in der Schweiz und ich hatte die Wahl, zurück in die alte Heimat zu gehen oder eben die Chance zu ergreifen, die meine Eltern mir geboten haben, in die Schweiz zu kommen und mir hier ein neues Leben aufzubauen. Und Liebe geht raus an meine Eltern, an meine Geschwister. Danke für die große Chance. Super. Also, in dem Fall wohnen deine Eltern schon in der Schweiz, oder haben schon Ja, genau. Die leben schon seit, ich weiß gar nicht, knapp 20 Jahre jetzt sind die hier. Also geht jetzt an die 20 Jahre bald ran. Und ja, ich bin halt als Nachzügler quasi hergekommen. Wiederum, ich wollte schon früher in die Schweiz kommen, nur eben mein Lebensstil hat es damals noch nicht zugelassen. Ich musste halt wirklich erst in die Scheiße greifen, um die Chance zu bekommen. Aber ich habe sie genutzt, habe mein Leben zum Guten, zum Besseren gewendet und ja, jetzt bin ich hier. Ne? Manchmal musst du ja dermassen nicht schiessen. Also es gibt ja Leute, die haben das ja gerne, oder? Die greifen ja gerne schiessen, Kaviar und Sekt. Gewisse Multimillionäre, das ist sonntags morgen, hey, geil, Mann, hey, Junge. Aber nein, ich weiss, was du sagen. Und trotzdem bist ja du so einen Quirligen und ein Querulant, etwa so wie ich, hä? Ja, genau, du triffst den Nagel auf den Kopf. Besser hätte man es nicht formulieren können, auf jeden Fall. Besser hätte man es nicht formulieren können, klar. Man hat definitiv ein bisschen unsere Eigenheiten, dass wir nicht ganz 100 und deckt sind, würde ich behaupten. Aber ich denke, genau das macht uns ja auch erst aus und vor allem so richtig liebenswert, eben weil wir unsere Macken, Ecken und Kanten haben, damit aber auch offen umgehen und ich denke, in dem Fall sind wir zwei uns sehr ähnlich. Entweder man mag uns oder man mag uns nicht. Etwas dazwischen gibt es einfach nicht. Das ist es so. Und wir machen schnell eine musikalische Unterbrechung. Central Theme, Let It Go. Und nachher hören wir uns an, was der Vogel eigentlich genau am Fernsehen verloren hat. Weil das frage ich mich genau bis jetzt wieder. Bis nachher. Bis nachher. Rolling out, sing this one, let's go! Alright. Only know you get high when you're feeling low. Only hit the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. See, man, so when you let it go. You're such a... I loved you until you tried to get in my head. And that's where I lost respect. You're doing the most to get my attention, baby, I'm not impressed. I changed my best sheets. But I still smell your flesh. I don't know how you got in this mess. I rarely get this in depth. This can't make me question love. This can't make me feel like less of a man, cause I'm feeling depressed and stuff. Can't believe I was willing to drop everyone and invest in us. The last time that we fucked was fucked. The way you got up, got dressed and cut. Look, I thought that we could have been
Maybe I was too optimistic. Tell me what you need, I provide everything. Maybe you don't know what you're missing. Our chemistry felt like quantum physics. Feeling your energy, feeling your spirit. If this is the end, I need one more visit. They're showing me love, but I still feel empty. I need something a lot more fulfilling. Move out of London town, then move to a rural village. You made me delete that pic on my phone, but I close my eyes, still see that image. More chasing my heart, ain't in it, it's finished, bitch. NAC! When it's burning low, only miss the sun when it starts to slow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? You're such a hoe. I call 4 times on a private cooler, I feel like a creep. I know there's plenty of fish in the sea, but I fuck those girls, got you in my mind. When you fuck those guys, do you wish they were me? Turn them around and I put them in fuck them in missionary, there's no intimacy, and additionally it's obligatory. When I fuck that up for, I don't even take my socks off. And I don't even know why I did it. As soon as I'm finished, I'm getting them chopped off. I don't know, cause she's telling her friends that I chopped her. I don't know what you're doing when we're not together. It's driving me back cause I can't even. I tapped in your bank details and sent you a bag. I'm rich like bitch, unblock me, make it quick and you do that. If you won't give me your love for free, I'll buy it, just tell me how much it will cost me. Your new man ain't got nothing on me, fuck your annual wage, I make that monthly. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And one more time. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? Ja, wir sind wieder smooth. Wir sind back und wer es von euch gemerkt hat, ist eine Live-Version gewesen. Das Hören hat mich gerade gefragt, wer ist denn das? Bist denn du das? Nein, das war der Central C live gewesen vom Rolling Loud in Miami. Ich habe gerne manchmal auch Live-Versionen. Und so live wie der Song war, so live haben wir eigentlich das Hören, oder hätte er ihn sollen gesehen im Fernsehen. Erzähl doch mal ein bisschen von dieser Missgunst oder von dieser Erfahrung, wie das Ganze war. Und vor allem, wann hat man dich so alles in der Hölle sollen sehen? Ja, Manu, gern erzähle ich das. Also, naja, es fing halt an, da ist ein guter Kollege, der Rufen, Liebe geht raus an dich, mein Freund. Liebe Gott, muss er ruhen. Dass du mich da angemeldet hast, also er hatte mich angemeldet, eben, dass ich aus meiner Komfortzone herauskomme, mal was Neues mache, weil war halt auch eine schwierige Zeit, die ich da hatte zu der Zeit, habe mich sehr eingeigelt und er meinte, so wie alle meine Kollegen meinen, dass ich sehr gut kochen kann. Naja, gut, ich habe beim Mini-Kuri zwar den letzten Platz gemacht. Immerhin. Ja, was soll ich sagen? Sieger der Herzen. Ja, da bist du gewesen. Also, man könnte mal schnell reinlassen. Entschuldigung, ich habe etwas gefunden. Und zwar zum Thema Sieger der Herzen. Also, ich find's lustig, weil ich habe dem Sören gesagt, gib mir noch vorweg schnell etwas, damit ich etwas habe. Und dann habe ich etwas bekommen, das ist etwa genau das. Moment, lass schnell rein. Ich vergesse seinen Namen. Sören wie? Stören nur ohne Tee. Ja, also wer Bock hat, sich das mal anzuschauen, gibt's in der SRF-Mediathek immer noch zu sehen. War im Februar die Ausstrahlung. Etwas Deftiges. Wer Bock hat, schaut mal rein. Ja, im Endeffekt muss ich sagen, ob ich gewinne oder verliere, war nie mein Ziel, dort mitzumachen. Mir war die Erfahrung wichtig und eben echt zu sein, ich zu sein, mich nicht vor der Kamera verstellen, und das habe ich, glaube ich, gemacht. Wobei ich sagen muss, was leider die anderen Kandidaten eben nicht so gefühlt haben wie ich, wie soll ich sagen, jeder versucht ja dann diesen Gutschein zu gewinnen im Wert von 1000 Franken, und ich dachte mir, es ist ein Gutschein für 1000 Franken, meine Güte. Ist Buff oder wo ist das? Ja, nee, für Küchengeräte. Also meine Küche ist gar nicht so groß, um da irgendwelche Geräte im Wert von 1000 Stutz reinzustellen. Nee, aber halt, ja, was ich halt leider merken musste, dass dann halt doch viele Menschen sehr falsch sind. Im Gesicht sprechen sie so, dann hinterm Rücken so. Das habe ich halt leider auch erst bei der Ausstrahlung der Serie gemerkt, dass niemand so wirklich echt war und sich vor der Kamera verstellt haben. Aber hey, shit happens. Ich kann mir in den Spiegel schauen, morgens, abends, wann auch immer, und ich kann sagen, ich bin immer ich geblieben. Und das ist mir halt wichtig letzten Endes, ja.
Und klar, es spielt halt auch eine gewisse Aufregung mit, wenn man dann kocht und das Fernsehteam ist da und filmt dich dabei. Es ist immer noch ganz anders, als wenn ich jetzt für mich allein zu Hause koche. Aber ja, es könnte immer schlimmer sein. Herzig. Vor allem mit welcher Freude er jetzt neben mir am Studiotisch sitzt und von dieser Erfahrung erzählt. Liebe Community, ich muss entschuldigen, wenn es jemand über die krösmelt. Ich habe gestern noch einen Systemabsturz gehabt. Ich habe ein neues Tablet gekauft. Darum kröselt es manchmal jetzt ein bisschen. Ich bin noch nicht so ganz eingestellt. Das macht aber nichts. Wir nehmen jetzt den voll durch. Und der Sören, er hat ja so eine Freude gehabt, mal wieder, er ist ein Manu, also du bist ja nicht nur schlagfertig. Du hast hier noch einmal schon beim Intro gestern, bei der Werbung, bei den News, gesagt, ja, du kannst ja, was kann ich genau, hast du gesagt? Deine Rhetorik, also deine Wortwahl, so deine Wortspiele vor allem, also sprich die Rhetorik, ich feiere das so sehr, deine Rhetorik, also das macht dir so schnell auch niemand nach, ne, also du kannst Dinge so gut in Worte verpacken, ja, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Bist ja jetzt da, aber dir fehlt keine Scheibe, dir fehlt definitiv ein Ecken im Grind und eine Hirnzelle weniger. Ja, da fehlt nicht nur eine. Das ist geil. Das ist geil. Nein, ich find's lustig, weil ich nächste Woche auch noch ein bisschen höheren Besucher, es wollen die Leute kommen, es ist cool, ich habe auch genug investiert und deswegen habe ich jetzt einfach gefragt, weil eigentlich wird der Killer mal noch vorausgesagt sein, aber ich muss Content liefern. Das Hören gefragt, das Hören erzählt von dieser geilen Erfahrung. Und ich habe den Leuten ja noch gesagt, dass bei dir daheim ein Kunstrasenprojekt im Wohnzimmer, ja, das ist halt noch nicht so ganz die Informationen durchlässt, oder? Da wollen wir doch nachher auch noch reinlassen, was mit dem Kunstrasenprojekt im Wohnzimmer so schön läuft. Ja, was heißt Kunstrasenprojekt, ne? Das ist jetzt auch, naja, da ist wieder die Rhetorik letzten Endes, ja. Diese Wortspiele, so, ne? Muss man können und vor allem auch verstehen. Ganz ehrlich, mit dem Kunstrasenprojekt verstehe ich gerade nicht so richtig. Es ist eigentlich auch nur ein Gag gewesen. Ich habe den Leuten einfach, weißt, wir wollten den Leuten was Gutes verkaufen, also muss man irgendetwas sagen. Ja, also, an die Community, keine Sorge, ich habe keinen Kunstrasen in der Wohnung. Ich hab Teppich. Ja, und zuerst ja, aber der kann schneller mal Kunststraße werden, also kannst du einen haben. Ja, das geht schon schnell. Der recht abgeschimmelt hat, Gott vertell ich dir noch was. Nee. Ich reinige regelmäßig. Ich habe zuerst überlegt, soll ich sagen, wie läuft's mit der Meersäulenzucht daheim, aber dann habe ich nein, Kunststraßenprojekt wird viel lustiger haben. Aber so ein Spielzimmer hat doch immer irgendetwas Angenehmes, wenn man ein bisschen, ja. Wenn man das Geld für ein Spielzimmer hat, klar, immer gern. Leider, muss ich sagen, habe ich weder den Platz noch das Geld, aber hey. Noch keine Kinder. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hey, ich habe dafür 3 sehr niedliche Nichten und die reichen mir auch vollkommen aus. Also, wenn ich mal Lust habe, mit einem Kind was zu unternehmen, auf den Spielplatz zu gehen, in die Badi zu gehen, dann leih ich mir eine davon aus. Ja, klingt jetzt seltsam, aber dann sage ich, komm mit, wir gehen in die Badi, die freuen sich. Und ich freue mich aber auch, wenn ich sie abends wieder abgeben kann. Und wir freuen uns, im zweiten Teil weiter zu hören. Das war mal der erste Teil. Wir hören nachher den zweiten Teil. Bis zum zweiten Teil. Bis nachher. Ciao zusammen.